Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Und das am 15. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Mannschaft des SC Freiburg. Aber Leute, was ist alles passiert seit unserer letzten Pressekonferenz? Das ist doch Wahnsinn. Peter Stöger und Manni Schmidt sind Geschichte. Ja, und zwar eine Geschichte, die ziemlich undurchschaubar ist. Es gibt Hunderttausende von verschiedenen Darstellungen, Gerüchten, Meinungen. Das Einzige, was allen gemein ist, keiner ist so richtig glücklich. Nee, das kann man ja auch nicht. Und vor allen Dingen kann man nicht glücklich sein, weil jetzt auch Europa Geschichte ist. Und was haben wir für geile Erlebnisse gehabt in Europa? London, jetzt Belgrad. Und trotzdem muss ich euch sagen, Leute, als ich gestern zurückgekommen bin aus Belgrad, hat sich das alles richtig scheiße angefühlt. Und damit ist nicht das Ausscheiden gemeint. Das war natürlich auch völlig überflüssig und blöd. Aber was viel schlimmer ist, durch unsere kölsche Fanszene zieht sich ein tiefer Riss nach dem, was passiert ist in Belgrad. Und ich weiß, wovon ich rede, denn auch über uns sind die Sitzschalen und die Leuchtspuren hinweggeflogen. Und die Böller waren wirklich ganz schön laut. Und trotzdem, wir dürfen uns als Fans nicht spalten lassen. Wir müssen vorleben, wie man auch schlechte Zeiten gemeinsam durchsteht. Genau, damit die Mannschaft uns folgen kann darin. Denn wenn man ehrlich ist, man liest schon überall, die Mannschaft hat auch schon so Grüppchenbildung. Wenn man auf das Spiel guckt, dann haben wir exakt eine Gruppe gesehen, die sich sehr engagiert hat. Es war eine Ein-Mann-Gruppe und sie hieß Milos Jojic. Ja? So, der ganze Rest hat gespielt, als hätten sie die Bleischuhe angezogen. Es ist wirklich absolut unglaublich. Und warum ist uns das so stark aufgefallen? Weil es vorher lautstark geheißen hat, wir würden mehr laufen, wir würden aggressiver sein, wir würden höher pressen. Und wenn man sowas vorher ankündigt, dann gucken die Leute hin und stellen fest, war nix, dann ist das ein Eigentor. Ja, und wir haben natürlich, apropos Vorankündigen, wir haben natürlich auch auf Impulse gewartet, denn die sollten ja gesetzt werden, unter anderem auch mit dem Trainerwechsel. Aber ganz ehrlich, wenn man gegen eine Truppe wie Roter Stern, gegen so eine Gurkenmannschaft nicht weiterkommt, dann kann man eigentlich nur sagen, wir sind am absoluten Tiefpunkt angekommen. Ja, absolut. Und mit anderen Worten, Punkte 3. Stunde 0. Ja. Das ist Tiefpunkt. Stunde 0. Tja. Die Spackendinger passen genau dazu. Ne? Ja. Was haben die da gemacht wieder? Leute, und trotzdem trinken wir 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Größerchen, Leute. Und tut uns doch bitte einen Gefallen. Lassen wir uns vertragen, nicht spalten. Denn ganz ehrlich, auch der größte Tiefpunkt, auch die Stunde 0, kann ja irgendwo ein Anfang sein. Ja, man muss aber daran arbeiten, selber was tun, nicht darauf warten, dass sich irgendwas ändert, sondern daran arbeiten, dass wir gemeinsam es schaffen. Ja, ganz wichtig. Und eine gute Fee haben wir jetzt auch schon geschenkt bekommen zum Start. Ja, ne? Mal gucken, ob die uns ein paar Punkte oder irgendwas Der erste weibliche Sportdirektor der Bundesliga-Geschichte. Ja, Arminia, ne? Oder? Arminia Fee, genau. Herzlich willkommen auf jeden Fall.